Herzlich willkommen heute beim Talkthrough. Ich bin der gnadenlos begabte Anmoderator Josef und darf halt bei mir in der Runde den Corbinian und den Daniel begrüßen. Grüß euch. Hallo, grüß Gott. Servus, Josef, der Kernige. Wow. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so eine professionelle und erwachsene Einleitung gehabt in dem Podcast. Passt überhaupt nicht zu uns, der kotzt mich an. Machen wir das vielleicht noch mal rein? Alles klar, dann tut's mir leid, entschuldige mich nochmal ganz förmlich. Servus, da ist der Kani. Titten. Oh Gott. Ja, gefällt mir. Ja, klingt super. Mehr davon, bitte. Bitte mehr davon. Von Titten jetzt, oder von was Ja, willst du? schon. Deswegen habe ich die Kamera ausgemacht, sonst hat's mir das singen. Ah, okay. Motorboot. Kim, mach deine Kamera an, Baby. Nein, weil ich fahre mit dem Mikro gerade Motorboot. Leute, wart's fleißig an der Konsole oder wie schaut's aus? Habt ihr es gespielt auch? Immer, alles. Ich weiß nicht mehr genau, wann unser letzter Talkthrough war, aber ich glaube, dazwischen haben wir so ein cooles Gaming-Event gehabt im Cineplex, so ein Smash-Turnier, und seitdem bin ich ein bisschen im Smash-Fieber. Ich habe zwar bei dem Turnier nicht mitgespielt, aber ich fand es schon beeindruckend, was da alles für Charaktere bei dem Super Smash Bros. Ultimate mit dabei war. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich als seltener Switch-Spieler dazu, dass ich all diese Charaktere kriege? Und wie komme ich dazu? Wisst ihr es? Kaufen? Nein. Also, App an anderen spielen lassen? Nein. es ist ja nicht Hollow Knight. Ich spiele momentan Smash auf sehr leicht. Oh. Ja, aber es macht trotzdem Spaß. Also es ist ja so, dass du bei dem Smash Bros. Ultimate, wenn man es überhaupt so ausspricht, du so einen Abenteuermodus dabei hast, und der Abenteuermodus bei dem Ultimate ist extrem lang. Du kämpfst dich da praktisch durch so Geister durch, und immer wieder mal hast dann die Möglichkeit, dass du auf einen Charaktergeist triffst, und wenn du den besiegst, dann hast du den Charakter im Portfolio. Und da bin ich aktuell noch dabei. Jetzt wird der Kani mich bestimmt gleich belehren und sagt, nein, das geht auch anders, du Depp. Ich mache es also über den Abenteuermodus, weil ich spiele das schon seitdem es rausgekommen ist und habe immer noch nicht alles freigespielt, weil ich das irgendwie gefühlt gerade alle paar Monate einmal wieder angelangt, und dann packt's mir wieder mit 2-3 Stunden Vollgas und das vielleicht einmal 2-3 Tage am Stück, und dann verstaubt's wieder ein paar Monate im Regal. Da habe ich jetzt den Abenteuermodus, haben wir gedacht, endlich habe ich ihn durch, und dann kommst du einfach auf das nächste Spielbrett und hast nochmal so eine Riesenwelt, wo du die durchkommst, und dachte, fick dich, und jetzt muss ich neu überlegen, wie das überhaupt mit den Geistern funktioniert hat. Ach, das ist mir irgendwie zu kompliziert, ich vermisse die Nintendo 64-Zeit. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel, glaube ich, in der Release-Woche habe ich mir das gekauft, habe genau eine Viertelstunde gespielt und jetzt seitdem nicht mehr. Also das heißt, dieses Smash-Turnier hat praktisch dafür gesorgt, dass ich diese 70 €, die ich damals, glaube ich, ausgegeben habe, jetzt endlich mal nutze. Sehr schön. Das ist schön, ja. Das ist doch schön. Genau. Hat's wenigstens einen Sinn gehabt, gell? Ja, warum? Hat euch das nicht Spaß gemacht? Ja, Also das Turnier war mega. super. Das war richtig geil. Das fand ich tatsächlich cool, und auch nochmal eine coole Nummer von der Karin, dass da dann auch noch Material organisiert hat zum Verlosen, unter anderem im Poster und offizielles Merchandise von Nintendo in Form von Schlüsselanhängern und diese Aushangbeutel, die schöner, die eigentlich ich gekriegt hätte und die mir dann weggenommen worden sind, damit man so an wildfremde Leute, die mitspielen, verschenkt. Danke, Karin, danke. Kurz gedacht, er kann echt über das Event sprechen, ohne dass er das anspricht, dass er eigentlich ja die Preise hätte bekommen sollen. Keine Chance. Da kommt er niemals drüber hinweg. Das sitzt zu tief. Nein, das ist die Enttäuschung meines Lebens. Das ist die Enttäuschung meines Lebens. Mir ist noch nie so Tolles versprochen worden und dann habe ich es nicht gekriegt. Ja, was hättest du denn damit gemacht? Du hättest es wahrscheinlich doch nur in deinem Keller verstaut irgendwo. Ja, und dann... An der Autoscheibe, das ist auch verpickte Wette. Jetzt jede Autoscheibe so ein Ding drin. Ja, Logo. Und Windschutzscheiben. Da ist immer Mario ins Gesicht schauen beim Fahren. Safety first. Ja, Safety first. Und links, oder nein, der Peach hätte ich lieber ins Gesicht geschaut. Und dann hätte ich es aber abgeschmust. Und dann hätte ich gesungen, ach, das Little kennt ihr jetzt noch nicht, weil ich hab den Mario-Film immer noch nicht gesehen, ist zwar Teppen. Nein. Ja, mir nimmt da keiner mit. Ich hätte vorgeschlagen, Kino die Woche. Kommt aber keine Antwort von euch Sauteppen.
Ja, Meine du, Kerl. es gibt da Leute, die müssen Podcast aufnehmen oder arbeiten. Verstehe beides nicht. Oder Podcast-Aufnahmen vorbereiten. Ja, Aha. Hat, glaube ich, wenn wir die Folge fertig haben, dann wird man sehen, dass keiner von euch zwei da hat. Jetzt habe ich wieder zwei gesagt. tatsächlich rein spieltechnisch war es das von meiner Seite aus schon. Ich kann nur erwähnen, dass ich aktuell jemanden beim Zocken nur zuschaue, weil meine Frau belagert aktuell meine Playstation und spielt Horizon Zero Dawn. Szenarisch. Ja, das erste. Ja, ich würde jetzt gerade sagen, das ist ja gar nicht das Neue. Na, das ist nicht das Neue. Ich muss erst mal das erste nur durchspielen. Und das ist wirklich sehr lustig, weil sie fiebert da komplett mit. Wenn ich die Protagonistin aus dem Spiel, also die Aloy, so beleidigen würde, wie sie das macht, dann darf's wahrscheinlich noch kurz sagen, Corby, das geht echt gar nicht. Du kannst doch nicht zu der Schlampen sagen. Aber sie macht es gefühlt alle 5 Minuten. Also übernimmt sie praktisch deinen Frauenhasser-Part, den du eigentlich im Podcast hast. Ihr habt euch immer gefragt, woher kommt denn das? Ja. Beim Corby, woher kommt das? Jetzt wisst ihr es. Das hat abgefärbt. Es ist irre. Ist seine Frau eine von denen Review-Bomber, die momentan wieder unterwegs sind? Kann das sein? Review-Bomber? Wo sind sie unterwegs? Hast du das nicht mitgekriegt, die Schwachnasen? Nein. Na. Ist doch der DLC rausgekommen, Burning Shores vom neuen Horizon. Aha. Ja. Und da eskalieren sie jetzt alle komplett, weil, Vorsicht, festhalten bitte, ganz ruhig bleiben. Warte noch schnell, kurz. Was? Jetzt. Geht's? Ja? Ja, jetzt Aloy geht's. ist. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Aloy ist lesbisch. Ja, Nein! kriege ich diese Alter. Woche Scheiße schon wieder fortsetzt. Schon wieder. Es ist wieder passiert. Lass mich raten, Aloy ist mit der Ellie von The Last of Us zusammen. Richtig falsch. falsch. War richtig falsch, Corby. Das kann's, man es kann gibt nicht wohl, einmal mehr ein Spiel mit Roboter spielen, ohne dass ich Scissor Sisters vorgesetzt kriege. Kruzifix, wenn Ja, ich die sehen möchte, dann ganz, suche ich ganz gezielt grausam. danach. Und jetzt passt auf, ich hab einen wunderbaren Artikel vorbereitet von einer Gaming-Webseite namens Playfront. Ganz tolles Blatt. Ganz tolles Blatt, muss ich wirklich sagen. Wie heißt die Ich Playfront? zitiere mal playfront.de, glaube ich, ja. Ich zitiere mal die Überschrift und den ersten Satz. Burning Shores fällt wegen LGBT-Gedöns bei Spielern gnadenlos durch. Als gäbe es bei Sony inzwischen eine Richtlinie, dass sämtliche Minderheiten, Randgruppen und Sonstiges in einer Spielproduktion vertreten sein müssen. Mein Gott. Wir haben hier Bildniveau. Jetzt pass auf, es wird noch besser. Wissen. Genau. Erstaunlich wenig Feingefühl zeigt der Entwickler Guerrilla Games aber auch damit, dass es zuvor nicht die kleinste Andeutung gab, dass Aloy möglicherweise lieber vom Fischbuffet statt dem gewohnten Fleischangebot kostet, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Meine Fresse, Wow, echt jetzt? wow. Das ist der Vergleich. Brutal. Ein langjährig studierter Journalist, der das verfasst hat, oder? Ohne, jetzt pass auf, jetzt hat's dann auf Twitter hast du eine Diskussion gegeben, weil der Rainer Siegel, das ist ein Spielejournalist, der befasst sich ja viel mit Gameskultur und so weiter, und der hat den Artikel, ohne dass du irgendwie was gesehen hast, von wem der ist, hat er den quasi gescreenshottet und den gepostet. Ich habe mir da dann, wie alle anderen auch, das gegoogelt und dann hat das jeder gesehen, dass das von Playfront ist. Und dann haben auch viele Leute die Frage gestellt, das war mit Sicherheit irgendein junger Depp oder sowas, der sich da mal durchgesetzt hat. Den Artikel haben sie bestimmt nicht quer gelesen. Nein, der Verfasser dieses Artikels ist der Inhaber der Seite. Höchstpersönlichkeit. Hab natürlich einen riesen Shitstorm abgekriegt und haben dann auch einmal zurückgerudert, haben dann irgendwie den Artikel so entschärft noch ein bisschen, um die besagten Stellen. Okay. Und dann ist noch so eine typische Non-Apology gekommen und ja, man kennt es ja. Also, ja, tut uns Also, leid, aber wir geben nichts dafür. Nur mal Ja. für langsame Korbis. Er hat ernsthaft reingeschrieben, lieber vom Fischbuffet als vom Fleischbuffet. Ja, genau, richtig. Das ist schon stark. Wow. Das Playfront hat jetzt einen ganz Abonnenten mehr. ja, ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich nach Diskussionen, die der Kani gerne führt, ja. Ja, die da ich gern ausführlicher führen. Aber schau, Kani, hatten wir nicht erst vor kurzem die Diskussion mit Minderheiten überall einbauen? Wobei, ehrlich gesagt, bei der Aloy, gut, ich habe den zweiten Teil jetzt noch nicht komplett durch, aber das ist mir doch vollkommen wurscht. Die gucken von mir als asexuell sein, das, okay. Ja, aber du kannst Ja. doch einem 14-jährigen Burs eine Wix-Vorlage nicht wegnehmen, das geht doch nicht. Musst du schon verstehen. Ja, aber gerade Lesben sind doch die ultimative Wix-Verlage. Ja, aber doch nicht vor dem Jugendlichen, der auf CSU-Straßen wohnt.
Ach ja, okay, stimmt. Kämen wir denn Der da hin? masturbiert eher zu den Vorstellungen, die er mit seinem Vater erlebt hat. Oh. Classic, oh Gott. Ja, diese Diskussion ist so, ich bin mittlerweile echt so leid, weil überall in dem Umfeld hat man sehen, Vollidioten, die meinen, er wird irgendwas aufzwungen oder vorgesetzt, und wenn du dann fragst, was macht das jetzt halt anders, wenn der jetzt halt hetero, männlich, weiß ist, dann können sie nichts antworten. Genau, alles. Ja, dann bin ich Alles endlich wieder anders 40 Jahre zurück in der Zeit und hab das, was ich gewohnt bin. Ganz total knicken, diese Einstellungen. Und dann gibt es ein Review-Bombing auf Metacritic, dass das Spiel zwischenzeitlich auf 2,9 runtergefallen ist von den ganzen Spacken. Also da muss ich mich auch fragen. Da hoffe ich auch an jeden, der da mitmacht, dass er sich seine Finger bricht und die nächsten 43 Jahre keinen Laptop mehr angelangen kann, weil er im Finger Das weh ist sowas Dummes. Ich muss ja langsam, muss ich mir wirklich mal die Frage stellen, braucht es überhaupt denn noch User-Kritiken, wenn jedes Spiel einfach über zusammenbombt wird und dann muss man es wieder aufbomben. Ja. Was hat denn das noch für einen Wert, ganz ehrlich? Also das ist doch ein Witz. Ja, genau, da ist überhaupt kein wirklicher Mehrwert mehr, weil die einen geben nur 1 Stern, die anderen geben 10 Sterne, um das irgendwie auszugleichen, und du hast überhaupt keinen reellen User-Durchschnitt mehr. Das ist nur noch Bullshit. Du kannst die alle vergessen. Das war doch bei The Last of Us Part 2 das Gleiche. Genau, ja. Genauso. Es ist ja überall so, wo jetzt halt eben diese ganzen, wie man so schön sagt, die ganzen weißen Heteromänner mittleren Alters nicht repräsentiert werden als Hauptrolle, dann wird sofort das große Review-Bombing eingeleitet. War sogar bei der Last of Us Serie teilweise so, dass die diese Folgen, die andere Gruppen thematisieren, die haben alle die schlechtesten Durchschnittswertungen. Das ist, das waren glaube ich 2 Folgen, oder? Ja, die haben die dritte und noch, ich weiß jetzt nicht, aber die haben alle Left Behind die schlechtesten Folge, oder? Die Left Behind Folge war die zweite, genau. Ja, genau. Und die haben alle, die haben den schlechtesten Schnitt. Obwohl es zum Beispiel die dritte ist, erzählerisch wahrscheinlich eine der besten Folgen da drinnen. Tut mir leid, aber das ist ein richtig guter Film, die Folge. Ja. Das ist irre gut. Ja. Gott, wie gesagt, jeder, der da mitmacht, den soll Finger, der soll so viel Arthrose in die Finger kriegen, dass er seinen scheiß Laptop nicht einmal mehr aufklappen kann, damit er irgendwas schreibt, der Volldepp. Aber nochmal wichtiger zurück. Es gibt also ein DLC für Forbidden West. Ja, genau. Der heißt Burning Shores und der spielt quasi in Los Angeles. Aha, okay. Und hast du den schon gespielt? Ich nicht, bei uns hat das ein Kollege bearbeitet, der ist aber sehr begeistert. Okay. Du musst allerdings das Hauptspiel komplett durchspielen, bis du den DLC spielen kannst. Also das ist quasi eine Weiterführung von der Geschichte dann. Ja gut, ich habe ja bei Horizon Zero Dawn bei dem DLC ja auch erst so richtig weiterkommen können, wenn ihr ein bestimmtes Level gehabt habt. Ja. Und das ist, glaube ich, sogar Level 50 oder so gewesen. Na, schon ziemlich am Ende, gell? Ja, richtig. Gut, meine Frau hat es anders gemacht, die hat mit dem angefangen. Gefühlt. Die ist einfach von der Karte, die hat gesagt, hey, geh jetzt mal von ganz unten nach ganz oben. Da habe ich gesagt, Schatz, da ist auf der linken Seite nur die komplett andere Welt. Das ist egal. Ich komme da rein, ich mach das jetzt. Scheiß okay. Bring mir Bier. Ja, genau. Und dann die Ella wieder Schlampe bezeichnet. Ja, genau. Jetzt kannst du es auch nur als lesbische Schlampe bezeichnen. Ja. Endlich kannst du da noch ein bisschen eine homophobe Beleidigung mit einstreuen. Geh doch zurück zu deinem Fischbuffet. Ja, du Ekelhafte. Viel Teufel. Lass du halt dann einen Sidecut machen und wir fett und lass dir deine Haare rosa farben. Grütze, Türke. Hat die nicht einen Sidecut? Aber dieser Vergleich, also ist das wirklich gängig, dass man sagt, okay, ich habe das noch nie gehört. Lieber vom Fischbuffet als vom Fleischbuffet. Was? Das ist wirklich. Ja, das sage ich schon immer so. Also eine lyrische Meisterleistung. Ja, man merkt einfach, die Deutschen sind halt die Nachfahren der großen Dichter. Ja. Der Mark Thompson. Ich weiß nicht, ob der lyrische deutsche Vorfahren hat. Bestimmt. Scheinbar. Irgendwie später Verwandter vom Schiller. Ja, wahrscheinlich. Großer Gott. Hört sich aus. Aber eigentlich wollte ich nur irgendwas anderes sagen. Genau, richtig. Ich habe mich selbstverständlich vorbereitet und habe mir dann gedacht, ich nehme ein Thema mit, dass ich bei euch schon mal ein bisschen mit reinpfeffern kann. Ich glaube, diese Woche war es oder letzte Woche, du warst es zu 100% Seppi. Die erste spielbare Version von Jedi war ja draußen, oder? Jedi Survivor. Jedi Survivor. Tatsächlich? Hat es eine Demo gegeben? Haben die eine Demo ausgebracht? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Zumindest für die Presse. Achso, ja, natürlich. Da haben ja heute, Stand 26.04. die Tests online gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, gibt einen starken Kritikpunkt
Das Ding ist technisch sehr schwach umgesetzt, weißt du? Ja. Also PC-Version ist wieder mal eine Grausamkeit, Verbrechen am Gamer. An der Menschheit. Quasi. Unspielbarer Dreck, weißt du? Zitiere hier. Und, ja. Ist das wieder Review-Bombing oder ist da tatsächlich was dran? Nein, das ist tatsächlich klar. Ich habe vorher kurz vor der GameStar gesehen, die haben ein eigenes Video ausgebracht, wo es die ganzen Fälle quasi, die technischen Fälle aufzeigen. Es gibt ganz viele Framerate-Drops und flackert und dann hängt der Ton und lauter so ein Mist. Also es ist scheinbar irgendwie nicht optimiert, sauber. Und die haben jetzt den Test, glaube ich, auch nochmal zurückgehalten, weil die kriegen dann noch Patch-Version zum Launch und dann schauen sie es nochmal an und so. Und die anderen haben alle irgendwie zwischen 80 und 90% gegeben, glaube ich. Und die niedrigeren Bewertungen waren eigentlich nur deswegen, weil der technische Zustand jetzt noch so schlecht war. An und für sich muss das Spiel aber ziemlich gut sein. Okay, wie läuft es dann auf der Konsole? Auch nicht, also PC Games hat gesagt, auch nicht super. Okay. Besser und stabiler wird zum Beispiel die PC-Version, aber könnte besser sein. Da müssen sie irgendwie so Probleme haben, dass die Grafik ist immer so auf und ab, weil die Ränder, das wird immer so teilweise nur gerendert. Du hast quasi eine scharfe Spielfigur, aber dann schwache Ränder, schwachen Außenbereich und dann wirkt die ganze Grafik ein bisschen stumpf. Scheinbar, keine Ahnung. Eigentlich untypisch für PlayStation 5 Spiel. Aber da ist wohl noch Nachholarbeit angesagt. Was ich bis jetzt an Bildmaterial gesehen habe, hat es aber ziemlich gut ausgeschaut. Na, also GameStar hat es ja wirklich so gemacht, die haben einfach, während sie das praktisch nur erklärt haben, warum sie jetzt keinen vollumfänglichen Test abgeben, im Hintergrund die ganze Zeit einfach das Spiel dann laufen lassen. Ja, das wirkt schon sehr unfertig. Mir wundert es da, weil ich bin da immer, also ich habe mal gerade so kurz einen Überblick zu Wertungen auf IGN und da hat es glatte 9 von 10 gegeben. Ohne irgendeine Beschwerde, ohne irgendein Mucksen. Ja. Deswegen. Was haben die getestet? Nicht, aber doch nicht die PC-Version. Das ist da nicht ersichtlich, weil die machen da immer nur, wenn jetzt irgendeine Spielfilm-Serie kommt, machen die dann immer so einen Screenshot mit einem also Beutel und nimmt im Eck die Wertung von 1 bis 10 und schreiben dann eine kurze Beschreibung nur dazu. Das ist immer relativ, es ist nicht zu analytisch, die ganze Geschichte. Es ist ein bisschen mehr so, als war es wirklich von Fans für Fans diese Wertetabelle gemacht. Und deswegen mag ich die recht gern als Grundlage, wenn ich mir irgendwo informiere. Da ist jetzt auch nicht dabei gestanden, welche Version das sie gespielt haben. Sie sind ja ziemlich nur auf die Geschichte jetzt der größtenteils eingegangen, was man aus einem Text da rausliest. Also IGN hat ja so ein bisschen den Ruf, dass die nicht allzu kritisch haben. Ja. Also die haben im Zweifel eher immer für den Angeklagten. Ja. Ja, das passt doch, ja. Kann man doch mal sagen. Doch. Ist doch mal schön, wenn es mal Seiten gibt, wo man noch genießt. Ja, alles gut, alles 90. Das ist alles toll. Hier, mach mal 95, mach du mal 100 und aber jeder Zehnte kriegt gerade 20. Weil ein Lesbe dabei ist. Wenn der Kani wüsste, dass da ein Corby mittestet und die ganzen Tests veröffentlicht, dann darf er sofort sagen, okay, alles Lügenpresse, alles Scheiße. Du darfst doch das Spiel nicht damit durchspielen können, ohne dass 5 Leute anrufst, dass da helfen. Was möchtest du denn überhaupt? Das ist dann dein Wertesystem. Braucht hier nur 3 Freunde, die mir helfen. 9 von 10. Ja, genau. Na, braucht ihr 9 von 10 Freunden. Ja, genau. Wertung 9 von 10 Freunden. Ja, dieses stark. Ich bin dafür, dass wir das ab sofort einführen und jetzt Spiel das mal durch Besprechung mit der Bewertung dann abschließen. Da hätte ich auch wieder ein Spiel für einen Corby, das Spiel jetzt gerade, ich bin leider noch nicht fertig geworden bis zur Aufnahme heute. Ich meine, das war jetzt gerade im PlayStation Plus Abo drinnen, Tales of Iron, habt ihr von dem schon gehört? Ja. Tales wie Schwänze geschrieben. Jemand hat mir davor erzählt, ich glaube, das war, wer war denn das? Ist ein richtig widerlicher Typ. Der Namensvetter von mir ist das. Er heißt, glaube ich... Der Kaniel Dante. Ja, das ist er. Der hat mir davor erzählt. Da geht es um Ratten und um Frösche, die bekämpfen sie und er fand das sehr brutal, aber gleichzeitig knuffig und irgendwie hat es ihm mal leicht scharf gemacht. Nein, nicht leicht. Und dann hat er einen Vergleich gebracht zwischen Fisch- und Fleischbuffet. Fisch- und Froschbuffet war das da. Ja, nein, genau. Weil es war halt was für die, es hat nämlich ein bisschen so die Hollow Knight Vibes, aber nicht so extrem schwer. Sprich, du könntest dann wahrscheinlich mit 2 von 10 Freunden durchkommen. Es ist tatsächlich ziemlich cool gemacht. Es ist nämlich alles ist gezeichnet. Die Töne, wenn es mit denen redst, die hören sie dann immer, die sind mit Flöten eingespielt. Also das heißt gerade immer so.
und dann kriegst du so Sprechblasen mit der Aufgabe. Da denkst du zuerst so, ja, okay, Knutschoptik kann mir im Arsch lecken. Dann kommt so die Intro-Sequenz, wo dann die Frösche das Rattenreich angreifen und dann ist Ablende, dann ist wieder da und dann ist alles voll zerlegt und voll blutig und überall liegen gerade noch Tode und was weiß ich. Und man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, weil es ist, die Figur, die steuert sich ziemlich langsam, finde ich. Und die Gegner sind dafür umso agiler. Aber wenn du dann einmal drinnen bist und das ganze Konzept ein wenig verinnerlicht hast, die Steuerung, dann macht es ziemlich viel Spaß. Und da ist eben, es ist leicht fordernd, aber nie so extrem wie Hollow Knight ist das ein schönes Spiel für zwischendurch. Also ich kann das jetzt nur empfehlen bisher. Aber du spielst nur eine Ratte, oder? Oder spielst du da ein komplettes Rattenvolk? Nein, du bist nur eine Ratte, du bist der Reggie. Du bist dann der König vom Rattenkönigreich und musst wieder alles aufbauen. Ja, immer wieder greifen eben dann diese Sauteppen von Frösche an und hauen da irgendwie alles zusammen und irgendwann findest du noch, ich bin jetzt noch weitergekommen in so eine leichte, fällt mir jetzt nicht ein, wie es beschreiben soll, auf alle Fälle kommen dann irgendwann kommt so ein Maulwurf-Volk dazu. Es hört sich auf der einen Seite irgendwie total dämlich und kindisch an. Spielerisch ist es aber dann doch relativ brutal, wenn du die Viecher da mit dem Speer durch den Kopf stichst und mit dem Hammer einen Shell nur einhaust, dann was weiß ich. Das ist irgendwie so ein krasser Kontrast zwischen gemütlichen dahinspielen und schön ausschauen und auf einmal voll eskalieren. Und es gibt einen Ort, der nennt sich Langschwanzdorf. Da fühlte ich mich ein bisschen gebodyshamed und ausgegrenzt vor allem. Das steht auf meinem Ausweis auch. Echt? Geboren in Langschwanzdorf. Ja, ich glaube eher, dass da nur drinnen steht, wo du am liebsten aufholst. Oh. Am Fleischbuffet. Am Fleischbuffet, ja. Am Fleischbuffet. Am Fleischpeitschenbuffet. Ja, weit weg vom Fischbuffet. Ui. Sie haben ja dann auch, Sie haben einen englischen Sprecher, der erzählt dann über die Geschichte. Und da ist gut, wenn man Englisch einigermaßen kann, weil die Untertitel sind auf Deutsch und die machen ganz viele Wortspiele mit der Ratzen-, Frosch- und Maulwurf-Thematik, die ziemlich witzig sind. Und die haben es nicht wirklich gut übersetzen können, finde ich, im Deutschen. Manchmal hörst du direkt falsche Übersetzungen raus. Also wenn du im Englischen ein bisschen mächtig bist, dann sollst du dich eher auf den Erzähler konzentrieren als auf die Untertitel. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Aber ist es dann ein Souls-like? Ich darf es jetzt nicht als Souls-like bezeichnen. Es ist, oder sagen wir so, Souls-Light. Also nicht like, sondern light. Weißt du, wie man? Weil es gibt ein paar Gegner, die sind ultra knackig. Da sitzt dann wieder da und denkst du, was soll das? Jetzt bin ich die letzten 2 Stunden durchmarschiert und hab mich überhaupt nicht anstrengen müssen, mehr oder weniger. Und jetzt kommt der Gegner, an den ich jetzt 2,5 Stunden ohne kämpfe und komplett ausrast gleich. Ja, hast du noch irgendwas gespielt, so als Kontrast, wo du dann sagst, das bringt dich auf jeden Fall immer runter? Ja, ich hab Ratchet & Clank war auch im PS Plus Abo drinnen. Das ist neu. Und zwar die PlayStation, die aufgehübschte Version von der PlayStation 2, die es auf der 4er gegeben hat. Das ist ja, also ich weiß nicht, ob es direkt ein Remake ist mit Ergänzungen, mit neuen Planeten und neuen Moves und so weiter. Es ist auf alle Fälle auf einen gemütlichen Samstagnachmittag durchspielbar gewesen. Und ja, das war sehr, sehr, sehr spaßig, muss ich sagen. Also ich habe vorher noch kein Ratchet & Clank gespielt, nur mal kurz beim Seppi, das auf der 5er, wie heißt das? Rift Apart. Rift Apart, hab mal angeschaut. Und nachdem ich jetzt einmal eins komplett durchgespielt habe ich mir gedacht, da hätte ich Bock auf mehr. Auf der 3er, nein, stimmt nicht, auf der 3 habe ich mal noch eins gespielt, aber das war gefühlt gerade 2 Stunden lang. Weiß nicht, was das war. Aber ich habe mir jetzt mal ein bisschen eingelesen, hat es geheißen, dass auf der PlayStation 3 anscheinend so ein bisschen die Tiefphase vor der Ratchet & Clank Reihe war. Ich meine, die haben alle im PlayStation Plus Abo drin. Also in dem, so Game Pass-mäßigen. Ja, ganz heiß, war jetzt, ich hab noch das Normale, wo du jeden Monat 2, 3 Spiele umsonst hast und da meine ich, ich hab's jetzt beim Kumpel mitgespielt und der hat sich, weil ich hab selber jetzt die PlayStation schon eine Zeit nicht angeschalten kann, sondern war eben auf der Switch. Und der hat sich dann eben das Ratchet & Clank und das Tales of Iron geholt und da haben wir mal Samstagabend mit ein paar Bierchen verbracht und haben wir die Dinger angefangen zum Spielen und wie gesagt, das Ratchet & Clank hast du auf wirklich einen Abend durchgezockt und Tales of Iron, jetzt sind wir bei ungefähr 10 Stunden und gefühlt bei 3/4 vom Spiel. Ja, die sind geil. Das Neue ist auch super gewesen damals, hat mir echt Spaß gemacht. War ziemlich an einem Stück. Das Rift Apart? Ja, total. Also Rift Apart, das war auf jeden Fall ein Spaß und da habe ich ja gern die 100% dann gemacht. Ja, das war echt super. Und das ist ja Schuld droh, dass ich eine PS5 habe. Also neben dir, Seppi, mit dem bist du auch gefixt worden, gell? Richtig. Ich hab zu euch gesagt, gibt's mir nicht diesen Controller. Jetzt komm, nimm doch heute mal in die Hand. Ja, nimm doch mal. Klang doch mal streiten mal, ja? Komm, klang da an. Du willst doch auch, du Schlampe. Ja, und schon waren wir wieder beim Fleischbuffet. Ja, so schnell geht's. Durch.
Ja, Seppi, du wirst nichts gespielt haben, oder? Den Monat? Nicht viel, aber ein bisschen was. Und Echt? So kennt man Seppi. ja, Dead Island 2 habe ich ein bisschen gespielt. Und ich habe den Trailer beim Fantasy Film Festival gesehen und habe mir da gedacht, schaut echt geil aus. Also Ist aber die Thematik bei Dead Island, dass die Trailer immer besser ausschauen, als die Spiele letztendlich waren. Ja, also ich kann das nicht abschließend bewerten, weil ich habe, glaube ich, was habe ich gespielt? 5, 6, vielleicht 7 Stunden, wenn überhaupt. Aber ich war wirklich positiv überrascht, ganz ehrlich. Also ich habe mir da echt nichts erwartet, aber das schaut technisch sehr gut aus. Die, sag mal, Schadensmodelle von den Zombies haben richtig gut. Du kannst schön was runterhauen. Und es ist ganz amüsant eigentlich. Es ist halt sehr schlicht, was die Gameplay-Mechaniken und so angeht. Im Grunde laufst du da durch, haust ein paar Zombies um und das war's. Also du machst da nicht wirklich mehr. Du musst halt ein paar Ressourcen einsammeln, deine Waffen wieder herrichten und dann kannst du ein paar Nebenquests machen und dann, ja, im Prinzip folgst du einer linearen Story. Da musst du quasi durch LA in einer kleinen Zombie-Apokalypse durch. Und das ist eigentlich schon ein ganz nettes Setting, weil das hat man eigentlich noch nicht so oft gehabt, dass du da durch die Villen von den ganzen Stars durchlaufst und dann kommen immer wieder Zombies, die, weiß ich nicht, in einem Swimmingpool und planschen, sich ein bisschen gestört fühlen von deiner Anwesenheit und dann musst du halt mit einem, weiß ich nicht, mit einem Stahlrohr oder sowas aufspießen. Dann Mist. Du triffst ein paar lustige Charaktere und ja, ist spaßig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass du auf 15 Stunden bist bestimmt durch. Also jetzt nichts Großartiges groß. Es hat auch nicht wirklich eine Open World oder sowas. Du kannst dann schon wieder zurück in einzelne Bereiche gehen. Du kannst in dem Spiel eigentlich nichts verlieren, weil es ist einfach nicht sonderlich fordernd. Aber für das, dass ich weiß nicht, 8 Jahre in der Entwicklungshölle war, haben sie es wirklich gut gemacht. Kann man nichts sagen. ja, cool. Also wenn es irgendwo mal in einem PlayStation-Abo oder in einem Sale drin ist, kann man da bedenken, das zuschlagen. Aber auf wenn man gar keinen Fall jetzt schon kaufen. Das wäre echt dämlich. So dumm. Wie kann man das so kann man dumm auch sein? da, muss man aber nicht, da ich sagen. Ja, es ist echt, du bist jetzt bei der Spielzeit mit 50 Stunden, weil ich habe das erste und die Fortsetzung des Riptide habe ich gespielt und bis dahin haben mir die Spiele auch Spaß gemacht und danach ist es aber so, das wiederholt sich dann so, dass ich mich dann nur noch durchgequält habe die letzten Stunden. Also das ist für mich echt immer nur so die ersten paar Stunden unterhaltsam, eben wegen die Schadensmodelle, weil du denkst, geil, Splatter, bin ich voll dabei, coole Waffen zusammenbauen, aber irgendwann ist es einfach, du gehst in ein Tier rein und von der Tier aussehen und es sind alle Gegner wieder da. Die Waffen sind irgendwann nicht auch nicht mehr so toll oder dass du wirklich richtig effektive Waffen findest, das hat mir einmal zu lang gedauert. Also nach 50 Stunden war ich dann schon so, dass ich sage, jetzt, hallo, schau mir auf die Uhr, wann bist du mal fertig? Okay. Ja, wie gesagt, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das noch recht viel spannender wird. Aber ich weiß nicht, was bei den alten Teilen war, die habe ich nicht gespielt. Aber du hast halt da relativ viele Nebencharaktere, die du halt so treffen kannst. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es 40, 50 Nebenmissionen gibt oder so. Wenn die einigermaßen humorvoll so weitergingen, also bis jetzt sind sie ganz amüsant, wenn die so weitergingen, dann hat man da schon so einen Spaß, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, kannst du nicht viel erwarten. Aber das, was man möchte, das macht's gut. Das ist wie ein trashiger Actionfilm so. Ah, okay. Also nichts für uns. Nichts für uns. Nein, wir haben natürlich ganz andere Konnoisseure der gehobenen Spielekunst. Für uns ist das natürlich nichts. Ja. Das stimmt. Ich werde jetzt irgendwann auf alle Fälle spielen müssen, da ich die beiden Vorgänger gespielt habe. Schreit mein innerer Monk, da steht ein Zweier hinten dran und du hast aber einen Einser schon drin stehen, warum kaufst du das nicht? Tu es! kann ich nicht aus. Was ist denn eigentlich mit Octopath Traveler? Bist du schon durch? Ja, Schande über mein Haupt, ich habe seit der letzten Folge nicht weiterspielen können. Mein 55 Spielstunden habe ich jetzt drauf. Ja, schau. 55. Ich hab 5. Und ich bin immer noch nicht, ich bin noch nicht mit der Hälfte fertig, ganz ehrlich. Das ist einfach irre. Ich habe momentan, ich habe irgendwann aufgehört, dass ich alle Charaktere immer mitziehe, sondern habe mich auf Vierergruppen konzentriert und habe die jetzt alle bis in Kapitel 5 gespielt. Also ich bin jetzt bei jedem von denen, bin ich jetzt beim Endboss. Und glaubst du, dass einen von denen Fucker schaffen? Keinen einzigen. Das ist die Hölle. Ich bin jetzt beim ersten, wo ich glaube 3 oder 4 Stunden gespielt, immer wieder krepiert. Da haben wir gedacht, jetzt machst du den anderen, vielleicht levelst du da dabei auf. Keine Chance. Bin jetzt zum 3. gegangen, wieder voll aufs Maul gekriegt. Und so geht das jetzt die ganze Zeit dahin, bis ich hoffentlich einmal, weiß ich nicht, so überlevelt bin, dass es einfach doch geht. Das ist richtig schwer am Schluss aussehen. Aber richtig schwer.
Das ist aber richtig scheiße, das müssen wir auch sagen. Ich habe das aber auch bei dem Ornser, glaube ich, gehabt. Du hast ja eigentlich immer diese Erfolgserlebnisse, dass du relativ schnell in der Handlung vorwärts kommst. Ja. Dann wirklich zum Schluss aussieht, dann denkst du, das gibt's ja jetzt nicht. Jetzt Kim, nur mal. Ja, habe ich vielleicht gerade irgendwie einen Fehler gemacht oder keine Ahnung, vielleicht verstehe ich gerade die Taktik nicht. Dann nur mal. Aber mir ist dann damals genauso gegangen. Da habe ich mir gedacht, gut, mach ich es nur mit einem anderen, vielleicht bin ich ja bis dahin dann anders aufgelevelt. Schwierig. Wie viel von 10 Freunden hast du braucht? Das habe ich tatsächlich mal allein durchgespielt. Halt doch dein Maul, ich glaube, da kann man nicht. Doch. Nein, Lange nein. Thermomix-Stunden hat meine Frau mit dem Thermomix verbracht und ich mit Octopath Traveler. Ja, jetzt ist spannend, da Zusammenleben. Bist du nur neidisch? Wo ist denn deine Frau? Die ist gerade unter dem Tisch, der Musik hört. Die beziehen sich gerade am Fleischpeitschen. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt ist nicht die ganze Zeit. Ich habe mein Nintendo DS habe ich wieder mal ausgepackt. Habt ihr es an Nintendo DS? Ja. Nein, ich habe nur den Original Gameboy im Regal stehen. Ja, ich hab vor Zeit gesehen, dass ich a Golden Sun auf dem DS habt, das Dark Dawn, und das habe ich nie durchgespielt. Das habe ich mir dann jetzt wirklich angefangen, einmal, wenn ich unterwegs bin oder so, ein DS mitzunehmen. Und das ist, ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal ein Golden Sun gespielt? Ja, So JRPG? 10 Minuten. Macht echt Laune. Also ich bin da jetzt gerade voll drin und taugt mir. Macht Spaß. Also kann ich nur empfehlen. Jetzt habe ich gerade schon wieder Angst, dass ich jetzt so angefixt werde davor, dass ich mir alle anderen Golden Sun-Teile auch noch holen muss. Was tut das so? Rundenbasiert und so? Oder Ja, eher- genau, also es ist rundenbasiertes Kämpfer. Du hast bis zum Ende hier, glaube ich, kriegst insgesamt 8 Charaktere. Hast in deiner Hauptgruppe, steuerst du über 4. Ist ähnlich wie bei Octopath Traveler, da hast du dann einmal 4. Und es ist rundenbasiertes Kämpfen. Du hast so Djinns, mit denen kannst du Attacken machen, und zusätzlich kannst du dann noch so Riesenmonster beschwören, ähnlich wie bei Final Fantasy. Und du spielst zu Nachfahren von irgendeiner Heldengruppe, die jetzt, Achtung Spoiler, auch ein Abenteuer erlebt wie ihre Vorfahren. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Mir jetzt richtig vom Klo gehauen, als ich mit dem DS da drauf gesessen bin. Storytechnisch brauchst du jetzt viel erwarten, aber wer auf JRPG steht, der macht auf alle Fälle nichts verkehrt. Ich bin jetzt schon wieder angefixt und ein bisschen genervt, dass mir schon wieder was Neues gefällt. Ich glaube, ich habe sogar ein DSi. Ich glaube, da gab es mal einen, oder? DSi Ja. war so ein... Ja, ich habe auch den DSi. Aber das ist der Vorgänger, weil dann gab es nur den 3DS, oder? Genau. Und den 3DS den habe ich mir dann extra gekauft wegen Majora's Mask. Majora's Mask, Ocarina of Time und A Link Between Worlds. Genau, und Ocarina of Time. Hat es dir da gegeben drauf, echt? Ja. Ja, voll geil. Nice. Mit Ocarina of Time, da bin ich dann tatsächlich irgendwann frustriert dann da gesessen, weil ich immer weitergekommen bin. Das ist aber unglaublich, wenn du dann eigentlich meinst, okay, das ist so ein Spiel, das kennst du in- und auswendig, weil du hast das Kind, das ja gesucht hat, ohne Ende. Und auf einmal hängst du an der Stelle und denkst dir, ja, und wo soll ich jetzt hinlaufen? Wo geht's jetzt weiter? Verdammte Scheiße. Wie habe ich das als Kind gemacht? Ja. Das frage ich mich auch so oft bei solchen Spielen. Brutal. Es, Ganz viele, von denen ich einfach nie durchgespielt habe. Das ist aber teilweise unmöglich für ein kleines Kind. Also, ein Ding, Majora's Mask, wo ja immer diese 3 Tage vergehen und dann fängst du wieder von vorn an. Ah, stimmt, du musst da innerhalb einer bestimmten Zeitraum musst du das geschafft haben, irgendwas geschafft haben, gell? Ja, Dann kommt die böse Sonne, oder? Und frisst die, oder was? nein, der Mond fällt runter. der Mond Mond fällt auf die Erde dann. Aber es ist echt, also Majora's Mask ist ein unglaublich kurzes Spiel. Ja. Und er hat eine unglaublich geile Story und eine geile Atmosphäre. Das ist so richtig schön melancholisch und düster die ganze Zeit und beschäftigt sich auch mit dem Tod. Das finde ich, ist ein ziemlich ungewohnt erwachsen für so ein Nintendo-Spiel zu der Zeit vor allem auch. Ja. Und das hat dafür war schuld dran, dass ich damals in meinem Kinderzimmer mit dem Fuß ein Loch in die Wand eingehauen habe. Ich erkenne ein Muster in Also- deinem Verhalten. Verhaltensstörung meinst du ja. Wo wir gerade bei Zelda sind, ein Kollege von mir hat die Woche mir dann glaubhaft vermitteln wollen, dass es für ein Gameboy ein Zelda-Spiel gab, wo der Link mit der fortschreitenden Spieldauer gealtert ist. Okay, hat er zufällig selber Spiele programmiert für den Gameboy?
Na, ich habe dann weil das hat er mir dann erzählt, nachdem er zu mir gesagt hat, er hat noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt das dann für ein blöder Vergleich? Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du noch nie ein Zelda-Spiel gespielt hast, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, das hat er irgendwo gelesen und das fand er beeindruckend. Er hat gesagt, das gibt's nicht. Es gibt kein Gameboy-Spiel von Zelda, wo er altert. Sagt eigentlich das was? Die Altersthematik hast du doch wirklich nur bei Ocarina of Time gehabt, oder? Als junger und erwachsener Link. Bei Ding, oder? Link to a Past. Ja, da ist jetzt halt schwierig zum sagen, da die Figur eigentlich immer gleich ausgeschaut hat, ob die da auch tatsächlich dann einmal gealtert ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Aber auf dem Gameboy selber, da gab's doch gar keins, oder? Weil die ersten Spiele sind noch rausgekommen auf dem Color oder auf dem Game Boy Pocket. Ich weiß jetzt Oracle of Season und Ages. Genau. Ist das schon auf dem Game Boy noch gekommen oder war das Game Boy Color? Game Boy Color, ja. Ich kann ja mal kurz aus dem Zelda-Pendium zitieren. Da steht, bis auf Twilight Princess, A Link to the Past und The Adventure of Link beginnt Link seine Abenteuer stets als Kind oder relativ junger Jugendlicher. Er ist jedoch nie älter als 20 Jahre. Okay. Also er ist nie alt. So. Immer jung. Nein, nicht wirklich alt. Er ist immer, weil auch bei Ocarina of Time ist er dann ein Zeitsprung, ist er erst ein Jungspund und dann ist der Zeitsprung, glaube ich, von 7 Jahren, oder? Boah, keine Ahnung. Habe ich die Zahlen noch richtig im Kopf? Ich weiß nicht, auf alle Fälle, das passt schon mit dem, dass er nie über 20 wird. Das geht schon gut hin. Er sagt einem komischen Typen, der das verzeiht hat, hau ihm von mir ins Sacke und sagt, er soll sein Maul halten. Okay. Es hat einmal, was damit tatsächlich gegeben hat, ist irgendein so ein Zelda auf so einer komischen Konsole, die nicht von Nintendo war. Ja, das war die Philips, oder? Ja, genau. Das kann sein. Philips CDI hat die geheißen. Da gab es mehrere Teile drauf, aber die haben alle, ich glaube, die sind alle nicht irgendwie in Kanon oder so jetzt eingeflossen. Na, aber vielleicht waren da ja da eins. Vielleicht war das dabei. Echt jetzt? Okay. Krass. Ist wurscht, wir bleiben bei der Hauptreihe. Und Zelda ist ja eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, um überzuleiten. Genau. Das war's mit der heutigen Talkcrew-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Best. Oh Mann, hoffentlich strangulierst du halt nur selber mit dem Kabel und deine Kopfhörer, oder Depp. Aber unabsichtlich. Es gehen ja im Mai wieder ein paar Spiele raus, aber der Mai ist relativ mau, was ich gesehen habe, was wirklich geil ist. Glaube ich, der Herr der Ringe, Gollum, kann cool werden, das Spiel. Ist auf alle Fälle eine coole Prämisse, mit dem, dass man als Gollum im Stealth-Mode und so weiter durch Mittelerde schleicht. Findest du das cool? Ich finde das arschlangweilig. Ich hab da null Bock drauf. Ich möchte mal wieder richtig geiles Stealth-Spiel haben, weil sonst eigentlich, seit Splinter Cell habe ich keins mehr gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stealth-Abschnitte in Spiele haben die Hölle. Also, ja, ich mag die gern. Last of Us, da funktioniert es, finde ich, ganz gut, aber bei den meisten Spielen die furchtbar. Aber gut, wenn es Kern-Gameplay Stealth ist, dann sollen das vielleicht schon ganz gut hinkriegen. Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie sie es umsetzen. Es kann natürlich ein total langweiliger Bockmist werden. Prinzipiell finde ich die Idee mal cool und hab Bock drauf, weil ich, wie gesagt, schon lange kein reines Stealth-Spiel mehr gehabt hab. Ja, und vor allem kein Herr der Ringe-Spiel. Und da frage ich mich halt, warum, wenn es dann schon ewig lang kein Herr der Ringe-Spiel mehr gibt, warum gibt es denn dann auch gerade ein Gollum-Spiel? Ja, schau noch an, Gollum ist geil. Gollum! Nicht irgendein cooles. So. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß. Ja, weil es das halt so noch nie gab. Warum nicht mal mit was Neuem starten? Ja, echte. Ja, ich bin gespannt, ob das so zirkt. Das Timing kann nicht schlechter sein. Sei doch mal ein bisschen offen für Neues, du Schwanz. Die bringen das am 25. Mai aus, gell? Ja. Ja, kurz davor kommt Zelda und kurz danach kommt Diablo. Haut mit Diablo. Das wird sicher ein Erfolg. 100%, ja. Ja, Diablo ist Juni, oder? Also, Diablo ist am 6. Juni, glaube ich. Und Zelda ist, weiß ich nicht, 12. Mai oder so. Ja, wir reden aber vom Mai. Wir reden vom Mai. Aber wenn du Gollum am 25. Mai kaufst, wirst du das nicht am 6. Juni schon fertig kommen, wenn dann Diablo kommt. Ja, wenn's dir ranhängst schon. Der Kani spielt ja Diablo nicht, weil er das nicht versteht. Ja, nein, das kapiere ich nicht, das wird's dumm. Ich meine, sie hätten es lieber im Juli rausbringen sollen. Ich verkaufe da gerade Fake-Items auf Ebay. Das bist du also? Ja, freilich. Habe ich als 40-Jähriger mal ordentliche 25 € verdient. Du wolltest wahrscheinlich vorher ja wegen Tears of the Kingdom irgendwie eine Anspielung machen. Da frage ich jetzt einfach mal, wer von euch hat sich denn das Spiel schon vorbestellt? Meldest du gerade? Ich sag dich nicht. Ich melde mich gerade, ja. Okay, dann ihr. Ich hab's auch vorbestellt. Aha. Sagen wir so. Aha. Sehr schön, dann haben wir ja alle drei was gemeinsam und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich vermute, ich krieg's und werde es eine Woche lang nicht spielen. Ja, das ist gefühlt bei mir also.
Was eigentlich ganz geil ist, wenn du auf Amazon jetzt gehst, weil jetzt gerade mal schauen wird, ob die Collectors Edition verfügbar ist, wenn du auf Amazon gehst und gibst Zelda Tears of the Kingdom ein, ist das erste Ergebnis eine Bettwäsche davon. Das ist sowieso ausverkauft, oder? Die Collectors Zeug schon. Ja, Oder nicht? das habe ich auch wieder sauber übersehen. Die Amiibo-Figur dazu ist auch wieder weg. Das Geile ist ja, die Amiibos zu Breath of the Wild, die waren ja alle vergriffen und für sündhaft teures Geld zur Verfügung. Da gab es sogar das mit den 4 Recken. Die hat ja, was hat die neu gekostet? 60, 70 Euro. Ist ja dann über 100 Euro weggegangen. Dann gab es noch wir haben die komischen Roboter geheißen mit den Spinnenhaxen. Jetzt wisst ihr, was ich meine, wer es gespielt hat. Ja. Auf alle Fälle alles weg. Und jetzt vor ein paar Wochen bin ich in ein paar Shops reingekommen und auf einmal haben die ganzen Amiibos wieder da. Hey, was soll das? Dreckschweine, die habt ihr alle zurückgeholt mit Absicht, damit sie den Preis auftreiben könnt. Na, die Recken gab's dann eine gewisse Zeit später nochmal in einer Neuauflage. Die habe ich nämlich. Ja. Die habe ich von meiner liebevollen Frau zu Weihnachten damals bekommen. Das ist eine brave. Schon, gell? Und ja, mich wundert's nicht. Guardians heißen die Figuren. Jetzt die Kritiken aktuell zu Tears of the Kingdom, die sind ja grandios und sagen wir mal, das Gameplay, das ich gesehen habe, das ja angeblich der Nintendo-Chef selbst gespielt hat, oder? Der war das? Ja, nein, der Zelda-Erfinder, wie heißt der? Aoma? Herr Zelda. Herr Zelda. Ach so, Zelda. Ja. Der auf jeden Fall, wo ich mir dann gedacht habe, klar, spielst du das gerade selber, willst es glaube ich da sofort. Hab mich dazu aber dann bewegt, dass ich mir das Spiel gleich mal vorbestellt habe, weil es ist ja zumindest ein gutes Gefühl zu wissen, ich hab's immer da. Also, sobald mir das Gefühl überkommt, ich muss das jetzt spielen, kann ich sofort anfangen. Das ist wichtig, ja. Das ist immer wichtig. Jetzt habe ich einen Aeiji Aonuma, heißt der das gespielt hat. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich 2 Wochen lang nichts anderes tun. Du wirst 2 Wochen lang nichts anderes tun? Ja, mindestens. Ich glaube, von Tag 1 bis mindestens 2 Wochen werde ich durchgehend Zelda spielen. Da neidisch. Kriege ich leider nicht raus. Was heißt leider? Lass mir das leider weg. Also, du wirst es nicht glauben, aber ich tatsächlich aktuell auch dann lieber Zelda spielen als meine normale Arbeit machen. Hast du das erste hast du nicht ganz durchgespielt, oder, Seppi? Nein, ich hab's immer wieder versucht und hab immer wieder was anderes zum Tag gehabt und bin nie durchgekommen. Schade. Ich bin auf alle Fälle gespannt, weil der Gameplay-Trailer hat jetzt schon ziemlich geil ausgeschaut, vor allem mit den neuen Fähigkeiten, die er hat. Ja. Jetzt fällt ja dieser Sheikah-Stein aus dem ersten Teil weg und er hat diesen magischen Fister-Arm. Und was lachst du jetzt da? Geh ins Fleischbuffet. Und scheiß Fleischbuffet, das jetzt nie verzeihen dürfen. Ja, ich weiß schon, ich bereue es schon die ganze Zeit. Seit Minute 23 die Aufnahme bereue ich das. Ich bin jetzt auf alle Fälle gespannt, vor allem diese Fähigkeit mit der Ultrahand, glaube ich, heißt das, wo man Fahrzeuge zusammenbauen kann. Das finde ich voll geil. Wahnsinn. Das ist so gestört eigentlich. Ja, voll. Das ist schon wieder, das ist eine riesige Sandbox und sonst nichts in der Spielwelt. Das wird unglaublich geil. Tatsächlich, ich weiß storytechnisch gar nichts. Ich weiß schon, du hast mir, glaube ich, da ein bisschen was drüber erzählt. Nein, weil ich hab mich auch bedeckt gehalten. Aber nur dieses Zusammenbauen reizt mich so sehr, dass ich mir denke, geil, möchte ich spielen. Voll, ja, absolut. Ja. Da bin ich auch voll, als ich das gesehen habe, wie er das Floß in dem Trailer zusammenbaut, habe ich gedacht, geil, gib sofort Floß. Ja. Ja, das Zusammenstückeln von irgendwelche Waffen zu, weiß ich nicht, 500 Meter lange Stäbe und so weiter, was man alles machen kann. Schaut ja, das geil aus. Und ich glaube, die heißt dann Synthese, oder, die Fähigkeit? Ja, und die Oberwelt da. Du hast einen Schwammerl aufs Schüttel vorne aufgedürst und wenn er dann draufhaut, dann platzt der Schwammerl und dann bist du in der Wolke unsichtbar für Gegner. Also, das ist wieder, ich hoffe gerade, dass es da nicht dann irgendeine Listen gibt, die aufzeigt, was du alles kombinieren musst, damit du 100% erreichst, weil sonst drei sowieso wieder durch. Hey, es gibt aber keine, also, blöde Frage jetzt, aber bei der Switch gibt es nicht irgendwie Achievements oder sowas, oder? Nein. Das ist nur im Spiel selber dann. Genau. Ja, genau. Es ist im Spiel und du siehst dann die Prozentzahl, wie weit du praktisch schon alles durchgespielt hast. Mhm. Und das war mit den Crocs bei Breath of the Wild auf jeden Fall äußerst. Wie waren das? 900? Nein, es waren über 900. Knapp 1000. 960, glaube ich. Irgendwie sowas. Und das Schlimme war ja, dass ich glaube, Hauptstory einen geringsten Teil ausgemacht hat, von den 100%, die man da erreichen kann, oder? Du, wenn du die Hauptstory durchgehabt hast und mit allen Nebenquests warst, glaube ich, bei 48% oder so. Brutal. Oh, leck mich am Arsch, da kommt was auf mich zu.
Oh ja, vor allem da war ich wollte das natürlich auf 100% haben und du musst auch die Karten zu 100% aufdecken, dafür musst du aber den Boden berührt haben, weil ich habe dann nämlich 2 Sachen, wir sind dann 0,8 oder Prozent oder so abgegangen, keine Ahnung. Dann habe ich online Karten gesucht, wo schon alle Namen eingetragen sind und dann sehe ich so ein Eckerl und denke mir so, die Karten ist doch aufdeckt, warum zeigt denn das nicht? Dann laufe ich da nochmal drüber und erst als ich es berührt habe mit meinen Füßen, ist der Name aufgeploppt. Davor bin ich anscheinend mit meinem Gleitdrachen einmal vorbeigeflogen und das hat dann nicht gegillet. Stark. Und unglaublich. Kriegt man dann nochmal was, wenn du auf 100% bist? Ja, persönliche Befriedigung. Also nix, okay. Nein, da steht halt dann 100% da und das ist schön für einen Gamer. Sei mal ehrgeizig. Aber wenn wir schon die ersten 2 Fertigkeiten aufgezählt haben, dann sagen wir auch noch die anderen 2. Es gibt dann noch die Zeitumkehr. Ja, Zeitmanipulation, gell? Ja, genau. Im Trailer sagt man es mit einem Felsen, der runterfällt und auf den springst du dann auf und dann fährst mit dem Felsen hoch zu den Inseln in der Luft. Das kannst du ziemlich mit allen Gegenständen machen, die du irgendwo findest, glaube ich. Vor allem, wenn du gesehen hast, dass sie sich bewegt haben. Und den Deckensprung. Also jeder Raum, sei es jetzt ein Haus mit Decke oder eine Höhle in einem Berg, da kannst du dann durch die Decke nach oben durchsaugen. Und das ist auf alle Fälle schon mal gut, weil mir diese Bergsteigerei bei Breath of the Wild mit der Ausdauer teilweise fast den letzten Nerv gekostet hat. Ja, das da war ich bald durchdraht. Vor allem, wenn es dann auch noch geregnet hat und so ein Mist und du schon bei der Hälfte warst und in dem Moment schlägt das Wetter um, war lecker, was ich da teilweise geflucht habe. Und jetzt gehst du in eine Höhle rein, machst Deckensprung und dann flutschst du einfach durch den ganzen Berg nach oben. Das finde ich schon mal sehr dankbar. Das war echt nervig, ja. Ich hoffe, dass dieser gut funktioniert dann. Und immer dann, wenn man es vor allem kennen möchte. Oh ja. Ansonsten raste ich aus. Ja, ich freue mich auf alle Fälle riesig auf das Spiel. Das wird sowieso mein Jahreshighlight, glaube ich. Nach Gollum. Na, das wird definitiv Diablo 4. Definitiv. Gott, bist du ekelhaft. Tut mir leid. Starfield, glaube ich. Aber da haben wir noch lange hin. Ja, das Jahr ist ja nur jung. Gell? Jetzt Ja. haben wir dann erst Mai. Wer weiß, Ist was das- da noch alles dann auf uns zukommt. Ist das eigentlich normal, wenn man in Spiele-Release rechnet? Wie lange das auch noch dauert? Das ist irgendwie seltsam, oder? Ja, für Freaks schon. Da ist es ganz normal. Naja, du darfst nicht vergessen, wir sind da auch noch nebenbei dabei, in Filmen auch zu denken. Ja, stimmt. Das ist ständig eine andere Zeitrechnung. Das ist total irre. Ja. Der Korbi oder ein Hund, der muss ja teilweise nur in Hundejahre rechnen. Richtig, Crazy. genau. Ich möchte nicht tauschen müssen mit dir, Korbi. Ja, was haben wir sonst noch? Nicht viel, glaube ich, weil der Mai ist ansonsten relativ ruhig. Seppi, bei dir? Ja, Releases, glaube ich. Ich habe mir ein Ding, ich habe mir vor kurzem einen Podcast angehört, der war ganz cool. Kennt man vielleicht, wenn man sich mit Gaming-Podcasts auseinandersetzt. Stay Forever heißen die. Die machen so einen Retro-Podcast und besprechen da so ihre Spiele. Aha, Und da haben sie letztes Mal Mystic Quest drin gehabt. Kennt ihr das? cool. Ja, Nein, Gameboy-Klassiker. Irgendwo Ende der 80er oder so, wo ist das rausgekommen. Und ich habe das tatsächlich als Kind auch gespielt gehabt und ich habe das immer noch im Regal und ich habe das so gefeiert. Das war so das erste Spiel, was mich so in die RPG-Richtung gebracht hat. Und das habe ich geliebt, dieses Spiel. Und dieses Ding auf dem Gameboy, das ist eigentlich unglaublich. Das hat 10 Stunden und mehr dauert. Das ist ein gigantischer Umfang für so ein Hammer-Spiel am Gameboy. Weiß nicht, wer einen Gameboy noch kennt, das ist nicht einmal wirklich ein Display, das ist, weiß ich nicht, das ist wie ein Magna-Doodle-Scheiben schaut das aus. Und also echt Wahnsinn eigentlich. War mir gar nicht mehr so bewusst. Aber wer sie... war das wer sie Mystic Quest nicht der Vorgänger? Der Mystic Quest ist doch eine Auskopplung aus dem Final Fantasy Universum, oder? Und ist Vorgänger zu Secret of Mana. Genau, das ist der erste Seiken Densetsu-Teil, oder was heißt. Das ist quasi Ja, genau. Mystic Quest, Secret of Mana und im Remake haben sie es dann Trials of Mana genannt. Das ist der dritte Teil von der Mana-Reihe, die in Deutschland ursprünglich nicht rausgekommen, also mittlerweile gibt es. Genau, und da hat's Mystic Quest war quasi damals schon eine Auskopplung von Final Fantasy. Und das war ganz so weird, weil das hat 3 Namen oder so gehabt, je nachdem, was rausgekommen ist. Und im Ursprung hat das eigentlich auch Final Fantasy geheißen. Adventure, mit oder? Zusatz. Genau, Adventure hat es geheißen, genau, richtig. Und in die USA hat es dann wieder anders geheißen und bei uns hat es dann Mystic Quest geheißen. Und irgendwann haben sie keiner mehr auskennt, aber im Ursprung waren das quasi 3 Teile aus der Spin-Off aus Final Fantasy. Ja, aber ich hab mir richtig geil. die Mana Collection, die da mal rausgekommen ist vor 2 Jahren oder so, die hat mir eingeholt Genau. und da habe ich es dann auch gespielt gibt's. und es war unglaublich gut. Mystic Und Quest, Dodo. oder was? Ja.
Ach so, okay. Also das heißt, das gibt es mittlerweile ja für Konsole. Ja, genau. Da gibt es die Trilogie eben. Ja, genau. Für alle, ich glaube, die gibt es auch für PlayStation, die Trilogie. Und da sind Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana drauf. Und man sollte nämlich unbedingt, wenn ans Original spielen, vor allem von Secret of Mana, weil da nämlich das Remake anscheinend eine riesige Gurke sei soll. Na, Oh, hast du das schon mal gesehen? Das ist so hässlich. Voll Ja, geil. Wahnsinn. na, es geht. Also ich muss dazu, das Remake vom dritten Teil ist richtig geil. Das habe ich damals gespielt, das haben sie echt Genau, gut da gemacht. haben sie gelernt draus. Naja, aber das zweite, also was eigentlich auch eins von den allerbesten Super Nintendo-Spiele war, das haben sie mit dem Remake, das ist total kacke geworden. Also richtig schlecht. Na, na, stimmt nicht. Ja, also dann nicht, Entschuldigung. Okay, dann haben wir uns jetzt verdo. Ja, Na, dann also ich muss sagen, ich muss habe da, gut sein. ich hab Wie da, viel ich hab Freikosten da, braucht? ich hab da richtig viel Spaß gehabt eigentlich mit dem Teil. Und gut, ich muss natürlich zugeben, ich kenne das Original einfach nicht. Also das heißt, für Ja, mich das war ist das wieder halt was jetzt anderes. einfach das neuere Spiel. Und sowohl vom Sound her, als auch von der Story oder auch von der Grafik her, für mich war das absolut rund. Aber ich glaube, dass das Spiel ja auch unabhängig davon, ob du Kenner vom Original bist, ziemlich schlecht bewertet worden ist, eben auch für Sound und auch für Grafik. Ich glaube vor allem, der Sound war doch ziemlicher Kritikpunkt. Ich hab's leider, was heißt leider, Gott sei Dank dann in dem Fall nie gespielt, aber wenn es der Corby als gut befindet, dann ist es sicher schlecht. Du hättest da umschalten können auf die 8-Bit Sound Scheiße von früher. Oh. Dann hättest du das auch drauf anhören können, aber warum? Ein Retro-Hasser. Nein, überhaupt nicht. Frauen und Retro-Hasser. Bei Link's Awakening hätte ich mir auch gewünscht, dass ich auf einen wieder umschalten kann und dann habe ich die alte Grafik wieder. Das kenne ich aber halt auch das Spiel. Und Secret of Mana habe ich halt als Kind nie gespielt. Also das heißt, ich habe halt da völlig andere... Traurige Kinder gehabt. Ja. Ich habe halt da eine völlig andere Verbindung dann dazu. Aber trotzdem ist es ja dann technisch schlecht. Zum Beispiel, du Spaß hast das wird's letzte nicht Mal, du hast das letzte Mal, glaube ich, gesagt, Pokémon wie heißt Pokémon? Pokémon Let's Go. Schon, oder? Let's Go. Na. Die Remake, das Remake von der ersten Blau. Generation. Ja, wie heißt das? Evoli? Evoli und Pikachu Let's Go, oder? Haben die geheißen? Schon, Let's Go. Ja, genau. Ja. Das hätte mich hier lächerlich machen. Und dabei mache ich mich selber lächerlich. So ein Penner. Genau. Da hast du ja noch gesagt, dass dir das so gefallen hat, weil es ja so schöne Erinnerungen hat und bla bla bla. Und ja, da stimme ich dir zu. Aber da ist halt auch so, das ist halt, es ist die Karte von früher, es ist an und für sich ja die Story des Spiels von früher. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer das Original vom Gameboy nehmen. Ja, das darf ich auch so machen. Es war zwar auf alle Fälle so ein Kindheitswunsch, der in Erfüllung gegangen ist, sage ich mal, das in einer 3D-Welt zum Singen, aber ich liebe die Dinger einfach auf dem Gameboy zum Spielen. Ja. Das stimmt schon. Grafisch ist ja das Let's Go nicht wirklich gut. Für technische Überheblichkeit sind ja die neuen Pokémon-Spiele sowieso nicht bekannt. Nein, da geht es ja meistens um die Pokémon-Modelle, die dann schon gut ausschauen. Das ist auch schon das Einzige, das nur irgendwie gut ausschaut in den Spielen. Ja. Aber naja, wir können auf alle Fälle abschließend sagen, dass Secret of Mana Remake nicht gut ist. Genau. Da haben wir uns jetzt eigentlich haben wir alle einer Meinung. So, Ja. ist richtig schön zum Abschluss einmal auf einer Linie. Ja. Das hat ein bisschen Richtig dauert, der gut. Corby braucht immer wegen. Ja, ihr habt mich überzeugt. Ja, absolut. Du hattest keinen Spaß. Ich habe überhaupt keinen Spaß gehabt. Also das schlechteste Spiel, was ich seit langem durchgespielt habe. Furchtbar. Danke. Furchtbarer endlich. Sound. Pfui. Die Technik ist ja grausam. Ja, wenn ich da an meine Kindheitsstunden zurückdenk, diese 1000 Stunden, die ich dann mit Secret of Mana verbracht habe, in dieser wunderbaren Welt, alles kaputt Jetzt hast du gemacht. es endlich verstanden, Corby. Ich hätte jetzt tatsächlich wieder richtig Bock drauf. Und ich hätte Bock auf ein geiles Remake von Secret of Evermore. Habt ihr das gespielt? Oh ja, das möchte ich endlich mal wieder spielen. Ich hab das leider Das nicht. ist auch richtig geil. Ich habe das damals mal in der Jugend, da habe ich mein Super Nintendo mit dem Spiel einen Spätzle ausgeliehen und als ich es zurückgekriegt habe, schaue ich rein und dann hat ein Slot, der Speicherslot, auf dem ich ja gespielt habe, geheißen, Kani stirbt, du Hurensohn. Okay, da hat er etwas Spaß gehabt mit dem Spiel. Oder nur Kani stirbt, ich weiß nicht, wie viel ich also es war auf alle Fälle irgendwas mit Kani stirbt. Was sind das denn für geile Dialoge in dem Spiel dann irgendwie? Ja. Wenn der Name immer Kani stirbt oder stirbt der Hurensohn, ich weiß nicht mehr, was genau angezeigt wird. Ja, ich habe tolle Freunde gehabt in der Jugend.
Ich glaube, ich hab vor ein paar Jahren Ding gespielt, die goldene Edition oder die silberne Edition. Auf jeden Fall irgendwas auf dem DS. Und so habe ich dann auch den Rivalen, entweder habe ich ihn Adolf oder Hitler oder irgendwie so genannt. Das war einmal lustig, wenn dann da steht, Hitler flieht mit Fluchtseil oder so. Was ist mit dir? Das ist doch eigentlich ein Mike, sein Partner-Nazi zum Beispiel. Warum? Der Rivale war der Hitler. Also, ja, wenigstens das. Ich habe schon gemeint, du hast dich selber so genannt. Was, wieso? Wieso sollte ich das tun? Ja, weiß ich auch nicht, was mit dir verkehrt läuft. Du findest das Secret of Evermore Remake gut. Da bin ich eher dann wieder bei deinem Kumpel, mit Kani stirb. Jetzt waren wir Sushi einer Meinung und alles war Sushi harmonisch und jetzt geht's wieder los. Ja, dann gibt er mal Corby wie mit seiner Hitler-Thematik daher. Ist jetzt das Gleiche. Du, Seppi, wenn du wüsstest, was Kani und mir halt noch bevorsteht, wir müssen halt nur klären, was vorher kam. Iron Man 2 oder der unglaubliche Hulk. Oh, in dieses unangenehme Gespräch, in das ich vorher eingeplatzt bin. Ja. Ist ja schon ausgemacht, dass es zeitgleich war. Wir haben uns schon geeinigt. Also, dass unsere Hörer noch abgeholt sind, der Seppi ist vorhin unverhofft in unseren Showroom rein, bevor es praktisch losging und wir auf Record gedrückt haben und ist in eine hitzige Diskussion zwischen mir und dann Kani geplatzt, was vorher kam. Iron Man 2 oder der unglaubliche Hulk. Aber so unangenehm war es ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Nein, also diese Geräusche von zerbrochenen Blumenvasen und der Speichelfluss, der direkt durch meine Kopfhörer in meine Ohren eingedrungen ist, weil es so laut geschrien habt. Ansonsten angenehm. Halt euch Fotzen jetzt einfach. Grütze fix den Scheißdreck, wenn man noch länger anhören muss. Jetzt komm, jetzt moderier ab, weil das mag sie doch gar nicht mehr anhören, den Scheiß. Wer? Ich oder der Seppi? Ich bin nicht angesprochen. Ich kann das nur schon weitertreiben. Du hast eine komisch eklig erwachsene, reife Anmoderation gemacht. Jetzt wollen die Hörer sicher eine komisch eklig erwachsene Abmoderation haben. Weg vom Fischbuffet, rüber zum Fleischbuffet. Wir sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören in dem Fall. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr schön abmoderiert, Conny. Sehr schön abmoderiert. Passt. Dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß gehabt habt, dass es euch geschmeckt hat. Egal, ob ihr Fisch, Fleisch oder irgendwas anderes esst. Genau. Egal, ob ihr euch als Fisch oder Fleisch identifiziert. Bei uns, wir hassen euch alle, uns ist sowieso scheißegal. Genau. Schreibt es in die Kommentare, auf was ihr euch freut. Oder ob ihr überhaupt irgendwas spielt oder einfach nur unseren wunderbaren Anekdoten folgen wollt. Und dann hoffe ich, ihr hattet jetzt eine schöne Stunde, wir auf jeden Fall. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ach, der war schön. Ne, von Hyrule. Ah, von Hyrule, klar. Sicher nicht. Warum nicht? Hello. Oder vom Mana-Land. Ciao. Wiederschauen.